Guten Morgen, Tien alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom te deze morgen service. Ik wil terug uitleggen dat we waren terug naar onze bijpredigt. Dat wordt nu al het 18e part zijn. En we zijn hier bij Matthäus 5, vers 43. En we worden nu gleich in den kapitel afsluiten. Bij het vers 48. So, we gaan ons den Tags even lezen en dan zien wat we daarvan leren kunnen. Matthäus 4, vers 43. Je haben ook gehört, dat du gesagt hast, du sollst deinen Nachbar gut sein und zu deinen Feind schlecht sein. Aber ich sage ihnen, seht deine Feind gut und seht die, die ihn pflegen, dat Gott het voor die, de slachtigen zijn en beet voor die je beledigen en vervolgen. Zodat je im Himmel, zodat je den Führer im Himmel seine Kinder kennen zijn, wils hij laat zijn zoon opgaan over de goden, over de slachten, laat het regen over je rechte en je rechte. Want je die goed zijn, die je goed zijn, wo kan je met een loon rekenen, wens dat dan sogar de tagsklachte. En wanneer je bloos geen vriendelijke zonen zijn, wat je meer als anderen, dat dan sogar de tagsklacht da. Aber je moet volkomen zijn, je doet zo als je Führer im Himmel volkomen is. Waarom moet je weer ontvangen? Laat je recht Führer, we komen hier verdienen, we danken die voor deze morgenstunde. En we danken die ook ons bijzonder, dat die hast die woord gegeven, dat we ons immer waar kunnen, dat nu lezen en ons abfraschen. Wings, wir würden noch lang von die verjeten haben, wenn die nicht den Wort gegeben hat, so nicht den Jes, dann uns Tränen die tragen. Aber Herr, dass das dein Werk ist, dass du das getan hast, hast du vor 2000 Jahren nicht all gewesen, durch die Kirche, dass deine Feinde haben das immer wahre Prof zu verstehen, aber du hast die immer stärker bewiesen als die Feinde. Und du hast das so klar bewiesen, dass die konnten was andauern und dass die dein Versprechen so klar hältst. Want die sagt, dat die dingen, die wat die Kinder in die Hand rieten, en dat heeft de Feind niet nog niet kunt. En daar weten we ook dat die niet wieder uit niet kan. En daar danken we die voor. En we danken die voor die grote kracht en voor die majesteit, voor wie die best. En wens die alleen, die best weer ook gewoon dat verstandnis opmerken, dat we die woord begrijpen kunnen, komen we naar die en vrede krijgen aan dat. Dat die mocht Verständnis geben, die Worte verstehen, und mocht die mir wird geben zu reden, dass die was geredet haben. Und mocht das alle geben in Jesus Namen. Amen. So, wenn wir hier mal kijken dan, wir haben nu alle Mal in der Beipredigt haben wir das gesehen, wo Jesus selbst sagt, das ist, was zu der alten Zeit gesagt wird, aber ich sage Ihnen. Und wir haben ja das mal gesehen, und das ist einfach, wenn Moses in Gesetz noch nicht klar genug redet, oder klar genug zu verstehen wird, was von uns gefordert ist, für so alle dreimal Helden Gott gerecht sind, dann kommt Jesus und sagt den Standard noch nicht mit höher. Dort, wenn das all nicht möglich wird, Moses in Gesetz, dort ein sinnlicher Mensch Moses in Gesetz können holen, 100% holen, würde man sagen. Nicht bloß ein paar Bieterchen und ein kleines Stolzchen. Da meint, von was wir geboren sind, was wir sterben, dann perfekt sind. Gott hat das Recht, das zu fordern von uns, so soll wir sein. Aber wenn wir das noch nicht verstehen können, wo ihr uns das wirklich gemeint wird, nun kommt Jesus und dann sagt er, das ist der wirkliche Standard, von wo ihr soll. Gott in Gesetz vollkommen holen. Wenn es bei Gott ist nicht Geld nicht weniger als vollkommen sein, perfekt sein. Wir können nicht halb gerecht nach Gott kommen. Wir müssen 100% gerecht nach Gott kommen. Und dann rennen wir uns fast. Dann kommen wir bei den Punkt, und dann sagen wir, über wo ist das möglich? Wenn das hier sagt, dieses die nur gut sein, und die Feind hassen, ich weiß, dass Moses in Gesetz fordert, dass sie sollen, die Völker in der Länder, wo Gott in Vietnam bringt, die sollen sie alle verdrieven. Das wären ihre Feind.
Sie sollen sich nicht befreien mit euch, sie sollen nichts mit euch zu tun haben, sie sollen die alle verdrieben. Das ist, was du meint. Die sollen ihre Feinschlag behandeln, die sollen kein Mitleid haben mit euch. Und so, das ist von was Jesus hier redet. Und wenn Jesus hier noch wird, was mit nehmen, dort wird dann sagen, die Gesetze, was die Menschen würden haben, wie gesagt, was sie sollen tun. Viele Pharisäer zu Jesus in der Zeit, die haben mit Moses in Gesetz viel gesagt, was wirklich in Himmel und Moses in Gesetz wird. Und dort sind hier mit eingeteilt. Und Jesus war da, sagt, aber weißt du Gott, ich will mal von Ihnen so fordern, wenn Moses in Gesetz geht, all das Recht gab, bloß keine Freunde gut zu sein. Die nur sieht die nächsten so gut als die selbst. Aber die Feinde, die anders Lutenes gehen, die anders Sprache reden, die alle verstehen. Dort wird auch leicht allmählich sein, dass ein Mensch das kann tun, wenn der Hut ist all natürlich in uns Band. Von der Geburt an sei wie das erst ein Hut in uns Band. Und ein Mensch, der das nicht ganz korrekt so sieht, als mir, vielleicht eine andere Sprache redet, eine andere Kleid hat. Natürlich haben wir alle einen Hut. Bloß von wo das aussieht. Das ist unsere Natur. Und so, dort ist allmählich, ja, dort ein Mensch dort kann tun. Bloß die Freunde leben und die Feinde hassen. Weil Jesus sagt, look me den Standard von was Leib ist und bet hecher sagen. Und nicht bet hecher. Nicht, weil wir nur die Feinde auch gut sind. Nicht dort. Dort die Feinde gut sind. Aber der Feind, der wird actually mir bloß immer sagen, der wird in mein Leben tun. Yes, dort gerotzt, kriegt der gerotzt. Nicht dort die Feind gut sein. Was sag ich dort? Like, ich kann mich noch so down, ich merke vielleicht noch ein Freund, der gesagt hat, der wollte schlecht sein zu mir, aber stammt doch mal mein Hort. Das ist, was Jesus meint. Wenn Jesus hier reden wird, dann meint er auch, das ist von ganzen Horten gemeint. Nicht von Buben, das ist nicht von Büten, das ist von ganzen Horten gemeint. Wenn wir uns noch scharflich tun, zu wem? Meint dort, dass wir den wirklich gut sind. Sei wie wirklich scharflich, ist dort Hort ganz anders. Und wir würden mal einen Tisch tun und sagen, hier wird gefordert von mir, was ich bloß nicht in Sturm sie zu tun. Wir haben vielleicht nicht so eine große Erfahrung von fremden Felder Leuten, aus was Missionaries haben. Ein abreicher Missionary, was ein biblischer Missionary ist, der sagt, der steht dort auf einmal da, dort ist nicht möglich, die Menschen zu leben. Dort ist nicht, dass sie du geblieben sind, wenn sie so leben. Ein Missionary, was in einer ganz fremden Stadt fährt. Fremde Feld, ja. Wille Menschen, indigenous Menschen, würde wie man sagen, was noch nie nicht das Evangelium gehört haben, oder nie nicht von den Worten Gott gehört haben, in dem Weg, wo die leben tun, in dem Weg, wo die sich benehmen tun, in dem Weg, wo die recken tun, in dem Weg, wo die alles, die Anreinlichkeit, das unangenehme Leo, in dem, was die leben tun, und dort einem dem Meer wird 10-mal drehen, wenn einer du wird, und dann du mangt die sein. In een abreicher Missionary, wat blijf je zegt hij? Wanneer hij hier thuis, van de kerk am Schrecken dat. En nu wordt dat veel laag, ik heb me wel nodig dat Evangelium door veel hand te brengen. En die wiesen door diverse beelden en diverse video's. En hier thuis kon de persoon nog met Leib geveld zijn voor die, dat de geloof hij heeft Leib voor die. Aber dat brukt mij allemaal boos door een stootje zijn, door wo die zijn. Een abreicher Missionary steht dort dann toe, ich habe doch so eine Leute für diese Menschen, als ich doch ich habe. Wenn ich das geht, nicht mal uitholen hier so mangt da. So dass ich benehmen tun, so ein unbelehrt Fall ist das erst. Ein abreicher Missionary, der sagt, ich habe einmal hostig, dort ist nicht so, dass ich so eine Leute habe für dich. Und dort ist nicht die Ursache, warum sie da blieben. Nicht wegen der Leute, was sie haben für dich. Weißt du, was die schließlich jemanden sagen? Die Ursache, warum wir hier blieben, das ist, wenn wir wollten, Gott läuft da. Wenn es von davon abhängig wird, wo ich der Leben da, dann wird ich hier lang fort. Das ist ein abreicher Missionary, was du denen zwei sagst. Wenn so das unmöglich.
dass wir die Menschen so leben, als Gott der läuft. Und wenn wir uns nicht wollen selbst anschmieren, da wollen wir uns nicht so tun, als wenn wir können, vollkommen den Nächsten, besonders unsere Feind leben. Was tut Jesus mit dieser ganzen Lehre, was wir bei nicht hier an der Beipredigt gesehen haben? Jesus redet hier vom Wort, was wir sollen tun. Und was wir nervös können tun. Dem Wort, dem dort er sagt, den Weg, er det den Weg nicht utleihen. Dem uns wiesen, wo er wird. Den, er jemals diesen Phrase gehört, dass er nicht forschen von der Bibel, aber das stimmt im Kontext mit der Bibel. Jesus lebt das Leben, was wir sollen leben. Das Leben, was wir sollen leben, dort lebt Jesus. Das Leben, was wir nie nicht leben können. Jesus lebt dort für uns. Aber haben wir noch ein Leben? Denn wenn wir nicht so gelebt haben, als wir sollen, und wenn wir nie nicht haben so gelebt, als wir sollen, soll wir du verstorben. Und wenn wir den Tod schuldig werden, dann hat Jesus nicht bloß das Leben gelebt, was wir das sollen leben, nicht kommt er in Stoff den Tod, was wir schuldig werden zu sterben. Aber wir mal kicken dann, was diese Boy predigt, der actually den Weg paven. Den wiesen, dass Jesus das so lebt, als er sagt, was wir sollen leben. Was wir nervös können. In einem Platz, wenn er erst gewesen hat, ich habe so gelebt, als Jesus soll. Dann starb er für uns. Der Boy predigt erst den Weg paven, für dort, was Jesus tun wird. Wenn wir würden diese Forschen, das so nehmen, als viele die nehmen dann, okay, ich will mich selbst berufen, ich will mich bedwingen, so, ich will dem Feind leben, weil du kostet gleich. Weil wenn du dir noch kostet dann, wenn du noch die von Bieten haben kostet dann, du läufst dem Feind dort erst nicht so. Das kann sein, dass du den Feind läufst, wenn Gott hat die geändert. Da wirst du den Feind leben. Aber das kostet gleich. Was wir machen denken ist, der Boy predigt als nervös Sohn, dass Jesus sagt, wenn Jesus das wollen, da will ich ihn raten. Wenn Jesus das wollen, da will ich durch seilig werden. Da würde das der Radung durch Worten kommen. Da würde das Work Salvation sein. Aber was Jesus hier sagt, ist, das ist, was ich leben da. Die sollen das, aber das ist, was ich leben da. Und wenn ich nicht schwaniert hat gegeben habe, das ist, was ich war. Wenn ich das nicht zu tun mit, wenn wir das wollen, dann haben wir uns damit das auf ihr Leben verdient. Das hat, was Jesus hier sagt, ist, wenn ihr es nicht hat, muss ihr stehen, als das möglich. Wenn wir hier gucken, in 1. Korinther 13, wir reden hier nu von Leben. Was ist das wirklich Leben? 1. Korinther 13 ist besonders in Kapitel von Leben. In meinem Mal ist das so leicht für uns, irgendwas höher zu haben als der Leben. Dort wir würden even Dinge, was wir tun, was wir sacrificing tun, wird wir vielleicht mehr höher sein als Leben, und das stimmt aber nicht. Du hast nicht was höher als Leben. Und Jesus wies uns dort, was Leben wirklich ist. Gott wies uns dort, was Leben wirklich ist. Und ich sage in 1. Korinther 13, verschweint, sage ich, wenn ich mit Menschen in Engelsprachen reden kann, und aber nicht Leben hat, wie ich nicht mehr als ein Bimmel oder eine Klinge schaue. Und wenn ich eine Prophetengruppe habe und weiß, alle Geheimnisse, und hat eine Erkenntnis, und hat einen Glauben, Beute versagen, und aber nicht leibtulich wird, dann wird dort mit mir noch nichts. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme gebe, in meinen Körper Hand gebe, zu verbrennen, die Menschen, und die Menschen nicht gut wir, dann halt mir das nicht. Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ivrig, Leib ist nicht einkoppig und puckt sich nicht. Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nusig,
Sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht nutdrehend. Leute freut sich nicht zu dort, was arg ist. Sie freut sich über zu dort, was wahr ist. Leute vertragen alles, sie läuft alles, sie hupt alles, geduldig trägt sie alles. Leute haben kein Eng. Die gut prophetisch zu reden, wird abhören, dort reden in Tungen, wird abhören, in besondere Kenntnis kriegen, wird abhören. Aber Leute haben kein Eng. Und wo will Paulus hier mit das sagen? Wenn wir uns wollen, du mit auf den Schulter klappern, wir haben uns die Gewalt tun, für einen anderen zu leiden, um du mit Glauben zu wissen, dass ich Glauben habe für den, das hält mich noch wahr nicht. Wird das stimmen? Er sagt sogar, wenn ich meinen Körper verbrennen leid und nicht Glauben habe. Wenn ich das tue wegen du, ich will in Wort nu kommen. Und ich dort nicht utläuft. Einmal sagen, wir werden nicht verfolgt. Wegen den Glauben. Wegen das, was wir glauben tun. Und wir haben dort gesehen, dass wir wollen bei dem Engel standhaft bleiben. Und wir tun uns alles, was immer wir können. Wir wollen das sein durchzuführen bei dem Engel. Aber ich tue das nicht wegen, das ist eine Leute, was mich dort trifft. Das ist bloß, was ich mich, das gequält, ich tue mir das selbst an. Und dass ich glaube, dadurch habe ich Leute bewiesen, weil wir sich anschmieren. Das stimmt nicht. Aber Paulus hier sagen, das ist nicht, dass die nicht gewollt und das, wem zu leben. Die wahre Leute, die quält rüt. Und was sagen wir dort? Wo kommt dort, dass wir überhaupt leben können? Von wo kommt dieser Leben her? Wenn viele Menschen haben nicht leben, aber die wollen sich die Gewalt und dann wem zu leben. Leben macht geäuft. Da will ich nicht sagen, dass dort nicht geäuft macht. Ja, yes, dort macht geäuft. Der macht gepflegt. Würde man sagen. Der macht gepflegt. Alle gute Dinge, was Gott uns hilft, das hilft uns, dass wir die besorgen da. Aber ich hoffe, ihr versteht mich nicht arg. Leben macht gepflegt. Aber das ist nicht so, dass wir uns die Gewalt antun können zu leben. Uns macht, dass wir leben können. Erst was passieren. Und dort finden wir in 1. Johannes 4, Vers 10 und 11. 1. Johannes 4, Vers 10, 1. Johannes 4, Vers 10, ja. Sie sagt, durch das sei wie, was Leute wirklich ist. Was will Johannes uns hier sagen? Wenn die neugierig sind, was die wahre Leben ist, dann sagt er, das ist das, was das ist. Durch das sei wie, was Leben wirklich ist. Dass wir nicht unser Leben für Gott, dass wir seine Leben für uns, dass er uns seinen Sehen checkt, uns die Sünden aufzunehmen. Liebe Freunde, wenn Gott uns so gut ist, dann soll wir uns auch untereinander so gut sein. So, hier sagen wir dort, hier sagt Johannes, Kimmel, das ist, was Leben ist. Das wird euch unser Leben. Das ist euch unser Leben. No, was Leben wirklich ist, das sei wie du und wo Gott leben det. Dass wir nicht, dass wir gelebt haben. Aber dass wir, dass Gott uns läuft. Und willst du uns läuft, wenn's du uns genug bewiesen dat, wenn's du unsere Horten ändern dat, wenn's du uns ganz einen anderen Sinn anjaf, was ich Gott dann kommt der Läuft für einen Tag. Dann ist dort ein anderer Jes, was dort in uns wirken dat. Und sollen wir uns auf einmal einen Tag anschmieren und glauben, dass ich mir bei meine eine Worte schauen kann, mal einfach abheben und mal zu leben, dann schmier ich mich bloß an, wenn die kann nicht. Da kann ich und da kann keiner.
Johannes sagt uns hier sagt, das ist, wo wir das sein können, was Leib wirklich ist. Das ist nicht unser Leib. Das ist nicht, dass wir erst Gott geläuft haben und dann läuft Gott uns drei. Das ist uns anders. Das ist, dass Gott uns leben deut. Das ist Gott, das uns leben deut. Wenn wir kicken dann, wo kann das, dass Gott uns leben deut? Das sei wie so klar in Römer 5. Wenn ich sage, Römer 5, Vers 6, wenn ich sage, als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zur rechten Zeit. Gib ihr ein halblos. Epheser 2, Vers 1 sagt, gib ihr ein Tod in jenen Sinn. Gib ihr ein Tod, gib ihr ein halblos. Römer 8, Vers 7, wo sagt klar ist das, die werden nach fleischlichen sagen, die kann Gott nicht unter sein, die kann den nicht leben, die kann das nicht mal, das ist nicht mal möglich. Und hier so sagt er, als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zur rechten Zeit. Und wenn wir nicht regeln ans Tags, wenn ich sage, die haben gehört, dort die gesagt ist, du sollst dienen nur bei Gott sein, aber dienen friendlich sein, aber ich sage, sieht jene fein Gott und sehen die jünt fliegen. Dort Gott für die schlecht zu jünt sind, wird für die jünt verfolgen. So, dort die jünt vorher im Himmel seine Kinder kennen sein. Das war der Plot, ich sage. Aber ich würde lesen, wenn wir der 44. Vers auf Englisch lesen hin, von der LSB habe ich hier. So that you may, und die wörtliche Übersetzung von Griechisch sagt, or show yourself to be. Das Wort, wo das hier sagt, so that you may, show yourself to be, das meint, dass ihr könnt beweisen. To be sons of the Father who is in heaven. So, in andere Worte, wenn wir nicht würden trägen in der plottische Version, so, dass ihr könnt beweisen aus dem Vater im Himmel seine Kinder. So, läuft jemand euren an, da läuft jemand fein. Läuft jemand fein, so dass das zu sein ist, dass die den Vater im Himmel seine Kinder sind. Wenn es die plottische Übersetzung sagt, so dass die kennen, den seine Kinder sind. Aber wir müssen abpassen, was wir mit der Schrift tun. Und das wurde ich mal einmal gesagt habe. Wir müssen trägen, so wie nicht die älteste Schrift ist, wie auf uns finden kann. So wie nicht der Originale ist möglich. Und muss sein, was haben die geprüft mit zu sein. Das ist dasselbe, als wenn wir Philippa. No. Lass mir doch mal Handblätter. Wo das sagt, schauf mit Ferchen drin. Ja, das ist Philippa 2, Vers 12. Philippa 2, Vers 12 sagt, dass es steht, so liebe Freund, als ich du wird, gehorch je in deuten, was ich seht, dort nie auch so wieder, wo ich nicht du sehe, schauf mit Ferchen drin, dort je seilig wird. So, was kriegen wir rüt, wenn wir bis den letzten Part von dieser Vers nehmen? Schauf mit Ferchen drin, und wir würden uns keine Version nur sein, keine ältere Version. Wir würden nicht bis kicken, schauf mit Ferchen drin, okay, dann soll wir nicht schaufen in Ferchen drin, dort wie seilig werden, sein es wie unsere Radung kann überarbeiten. No, das ist nicht, was der Original sagt. In Greek, der Original in Greek, der Lüt so steht. Nu wirkt dat Rüt, was all engint ist. Wenigstens, wie man nur verstehen, dass manchmal von einer Sprache nach der andere, dann sagen der erst den Kontext, und dann explainieren, was die mit dem Kontext meinen, und andere, die sagen erst, was das, die reden erst vom Wort und haben den Kontext heran. So, das muss wie korrekt das sagen. Das ist ein bisschen zwischen einem Mann, damit wir sein können, wie wir das verstehen können, wo wir das mal nehmen. Die griechische Übersetzung, oder die älteste, was wir gerade so finden können, die wird so das lüden. Wirkt das nicht rüt, was Gott in die Nähe gegeben hat. Nicht lässt das für einen Tag kommen. Und andere wird, der Lamp ist all euer Steck. Nicht sagt, der bist du haben, wo der lachen hat, wo das zu sein ist.
Der Kontext kommt hier so in der 13. Vers. Wils, sagt er. Kan je zien waar de context hier rondkomt? Wils Gott wirkt in je Bäres, dat wel en ook de vorige mensen zoals hem dat gefällt. Wils Gott, nu wirkt dat eruit. Wel krijgt dat zal je hebben hier zo. De krijgt dat zal je hebben hier zo, wanneer het hier zegt. Wanneer in 3 Matthäus 4, Vers 44. Hij zegt, de plottische Übersetzung sagt, ist dit so, dat je je Führer in Himmel seine Kinder kennen sehen. So, wenn wir das nicht recht nehmen, dann wollen wir das nicht verstehen. Wenn wir wollen unsere vielseitig leben, dann können wir uns Führer in Himmel seine Kinder sehen. Dann haben wir den Kontext verdreht. Was der Original Bewahrer sagt, beweist dort, dass die all den Führer im Himmel seine Kinder sehen, indem, dass die jene fein leben. So, kann je sagen, ab einer Stelle haben die den Piet Pferden bauen, und das nächste Mal haben die ab der anderen Stelle haben die den Hängern bauen. Das schafft nicht, dass ein Mensch kann, erst was Gott tun, und dann sehen Gott an dafür. Nicht ab einer Stelle in der Bibel, gibt die Bibel an den Kontext dafür, dass das überhaupt möglich ist. Wenn die Bibel redet, das sage ich, dass wir uns selbst nicht halten können. Das geht out in den Sinn wir. Das ist keiner, was du Gott tut. No, Gott kommt erst. Und er ändert erst. Und dann wo je. Hesekiel 36, als Grundsage klar damit. Ich will mein Geist in jün geben, dann wo je. Jeremia 31. Das ist so sagt klar damit. Ich will das hart ändern. Ich will das Gesetz ab der hart schreiben. Das ist, was Jesus hier noch reden hat. Mit dort beweist je, was je wirklich sind. Mit dort beweist je, was je wirklich geworden ist. So, wenn ich sage, wenn es heilat die Sonne abgehen über die Guten, über die Schlechten, und das Rein über die Gerechten und Ungerechten. Like, der allgemeine Gnade ist über alle Menschen. Gott ist gut zu all. Warum wird jeder nicht? Wenn je Gott seine Kinder sehen, dann wollt ihr auch. Und wenn ich sage, wenn je die Gott sehen, die jungen Gott sehen, was die anders ist, die Welt, die hat auch die Ehe, was die Gott sehen. Was bleibt je, traf ihn dann noch einen Lohn dafür? Aber die 48. Vers, die sagt das so klar, aber jemanden vollkommen sein. Jeder so als ein Führer im Himmel vollkommen ist. Jemanden vollkommen sein. Aber wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht vollkommen. Wir wollen ein Tag vollkommen sein, wenn Gott uns erst den Nien verherrlicht den Körper gibt, wenn er uns erst ein Haus geraubt hat, wenn er uns erst frei gemerkt hat von allen Sinn, von diesen sinnlichen Körper. Yes, da wollen wir vollkommen sein. Aber nicht sagt, Jesus, jemanden vollkommen sein. Weil wir trägen und klimamäßig daran denken, weil Jesus das hier absetzen hat. Er sagt dort ab, die sollen das vollkommen sein. Die müssen vollkommen sein. Wir haben das durch bewiesen, wir sind nicht. Und dann lebt Jesus das Leben, was vollkommen ist. Wenn je damit wollen, Gott zufriedenstellen, wenn sie vollkommen sind, da wollen wir uns auch unschmieren. Wenn wir mal nun denken an was passiert in Matthäus 19, wo das ging, 19 Vers 16, wo das ging in Jesus Camp und er läuft, heißt vollkommen. Er läuft, heißt vollkommen. Wenn wir uns das mal überlesen. Er sagt, dann kam ein Mann nach Jesus und sagte ihm, Gott am Meister, was für Gott muss ich tun, dass ich das auf ihr Leben kriege? Was für Gott muss ich tun? Was lässt die zu tun? Was kostet die? Was bist du in Stand zu tun? Aber das mal sehen. Wir die mal testen. Jesus, er sagt, warum fragst du mich über was Gott ist? Du hast einer, der Gott ist, dort ist Gott. Und wenn du Leben haben wirst, dann hol die Geboten.
En andere weer, dieser de kamp aan en geloof heißt Gott. Wenn du glaubst, was Gott zu tun, dann musst du die auch Gott glauben. Wenn du kannst nicht Gott tun, wenn die selbst nicht Gott passt. Merkt das an? So. Dieser Kamp fragt, wofür Gott muss ich tun? Dit in Kontext genommen von was Jesus hier so bei predigt, sag ich, jemanden vollkommen sein. Und hier wisst ihr uns, wir sind nicht vollkommen. Ich hier redet nicht bis zu diesen ein. Wenn wir wieder den Matthäus 19 verlängern lesen, dann sehen wir, dass das allmählich bloß ganz und gut für die Menschen. Das ist allmählich. Das ist bloß bei Gott mählich. Und so, wenn sagt, wenn Jesus sagt, okay, wenn du wirst vollkommen sein, so du glaubst dieser Gott, dann werden wir die mal auf die Probe stellen. Hast du noch nervös mit den Geboten bemeten? Hast du nervös die besäumt? Wo Gott dir in Sturm bist? Gott seine Geboten zu holen? Wenn Jesus sagt, okay, wenn du Leben haben wirst, dann hol die Geboten. Und was meint das, wenn wir Leben haben wollen? Wo muss wir für Gott sein, dass wir kein Leben haben? Das ist perfekt sein. Wird wir die Temperatur ein bisschen leer können? Okay. So. Dann hol die Geboten. Zu was wären die Geboten du gegeben? Die Geboten wären da aus dem Mutstock, zum uns bewiesen, nicht das ist das, was wir uns rechnen tun, zum sein, es Gott oder nicht Gott sein. Und das wären die Geboten. Jesus hat uns hier alles gelehrt, hat alle wie gesagt, du sollst nicht Eier brechen. Aber ich sage ihnen, wenn du an die Mat loskickst, dann hast du alle im Hot Eier gebrochen. So, wir haben ja das einmal gesehen, dass Jesus kommt und sagt, der Standard von, was die Menschen verstehen können, was das gesagt sieht, bist so sehr viel höher. Das war nicht schon nicht möglich gewesen, wie nie wird das überhaupt auch nicht möglich. Und Jesus halt ein Ding. Hol die Geboten. Und das Mann sage ich, na wohne. Und ich hier sein als was sehr interessant ist, was mir mit aufmerksam merkt. Jesus, der hält am besten Geboten für, was den Nächsten gegenüber sind. Der hat nicht mal die Geboten gemacht, was Gott gegenüber sind. Wenn du nach wem küsst, wenn du nach den Geboten Kuss holen, dann würden die sagen, was den Nächsten gegenüber sind. Den Nächsten so zu leben, als die würdig ist, den zu leben und so weiter. Aber Jesus lädt die Geboten aus, der hat nicht mal die hardste Geboten, wo das Gott gegenüber ist. Der lädt die Geboten, der auch nicht mal brücken. Zum das auf die Probe stellen. Der dann noch mal bis die, was den Nächsten gegenüber sind. Jesus sagt es dit. Er sagt zu ihm, wohne. Das Mann fragt, wohne. Dann sagt Jesus, du sollst nicht ausmerken, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst Vater mit der Gott sein, du sollst den Nächsten so gut sein als die selbst. Das junge Mann sagt zu ihm, dort habe ich alle geholt, was fehlt mir noch? Das habe ich alle geholt. Oh, okay. Hast du alle geholt? Gut. Wollen wir das mal testen wollen? Wollen wir das mal auf eine Probe stellen? Hast du die geholt? Und dann kommt das, wird hier vollkommen sein. Wenn Jesus sagt, Jesus sagt ihm, wenn du wirst vollkommen sein. Haben wir das Wort in geholt, was Jesus hier sagt? Aber jemanden vollkommen sein, die so aus dem himmlischen Vater vollkommen ist. Jemanden vollkommen sein, like wenn je glauben, so gut zu sein, you ought to be perfect. Du kannst nicht ite Sachen sein und jent. Das, was Jesus am hier denken halten hat. Jesus sagt, wenn du wirst vollkommen sein, in anderen wird, was ich mir das hier hört, Jesus sagt der weiß das auch. Mir hat sich das, die was mit deiner eine Kraft, die was mit deiner eine gut sein.
Du glaubst vollkommen zu sein. Hou dat mal op een proefstaal. Je zegt man, die was vollkommen sein und go und verkauft, was die hast. Und je dort für die Arme. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann fallen die mir nur. Wenn die wirklich was sein, wird das erst vollkommen sein, da haben wir das mal für zu anfangen. Als der junge Mann dort hier, ging er traurig war, in einzelnen Übersetzungen sagen, der ging heilend davon war. Der hielt, weil sein Hart eingerautet für mich. Sein Hart wie so voll von seinen Titel jeder, der Hart wie so voll von sich selbst. Und ich glaube, das Mann, der hat einen geratenen Trouble mit von sich selbst voll sein als von seinen Titel jeder. Das passiert immer. Menschen, die voll von selbst sind, die sind auch fast an ihre Titel jeder. Die sind unabrechtig mit Dingen. Die gehen unabrechtig mit den Nächsten um. Das geht um sich selbst. Und das soll wie ein falscher Propheten sein. Das geht so sehr um selbst. Für sich. So, hier haben wir einen Test, oder ein Beweis. Okay, das vollkommen sein. Dann hast du bloß ein Gott, wo du dein ist. Du hast nicht noch einen Gott von Salz, wo du dein ist. Du hast nicht einen Gott von titeln Dinge, wo du dein ist. Du deinst einen einzigen Gott und das ist der Gott von Himmel und Erde. Und nicht Geduld. Nicht in Stolz für den dein, und dann in Stolz war die Salz dein. Und so ein Handtreiben du gedauert, ist wie nach säuerlich mit Geplauchse. Dort, wir sind in der Welt verwickelt. Und dann sagen wir dort, Gott, die helfen uns zu denken, wir kommen rein, wir tun Büsse, wir bekennen dort, wir haben uns allwara mit weltlichen Dingen verwickelt. Perfekt sein, ist keine so eine Sache, als dort erst zwischen ein Dein und an den nächsten. Da würden wir diesen Zweig sein. Hier ist ein Mann, der hat sich mit seiner liebsten Brut verläuft. Und er gab alles Raum an die. Und er wird die leben mit alles, was er hat. Ein perfekt Leben. Aber dann, die Brut, seine Frau dann, was an seine Frau gab, der hat aber noch so viel andere, was sie auch leben hat. Dann steht wie es, weil sie mit diesem Mann top sein, und steht wie es, weil sie mit der anderen Mann top sein. Sag mir, wo dort wird ab einen Tag uitkommen. Wo dort soll er gut uitkommen. Das wird nicht. Das kann ich nicht all sagen. Das wird keine Chaos geben. Das ist Krieg. Was passiert, wenn wir ein Stütze Gott ein, ein Stütze der Welt ein. Wenigstens dort Port wird wieder ein Gläubigen Gott zu dein, das ist all ein falscher Gottesdienst. Und das worum das zu sagen gefährlich ist. Wenn wir wollen damit beweisen, dass wir Christen sind, wenigstens wir sind auch vermehrt in die Kirche gefahren. Wir schmieren uns endlich an. Wir legen uns Salz fair. Wenn wir glauben, dass dort sind wir Christen, wenigstens wir fahren sind auch vermehrt in die Kirche. Wenn das nicht ständig verfällt, 100% als Gott dein, dann ist das korrekt so, als wenn Gott durch die Propheten mehrmal, dort kriegt man ein Ehepaar verglichen. Ist das nicht Hosea, der Prophet, was du eine Früh nehmen und dann der Früh der Verlat am Stück wies. Und dann soll er nach Wara trägen die Trägkäupen. I mean, das ist so ein Ding, was ich würde mal sagen, so würde ich nervös tun. Das würde ich nervös nicht können. Und der Kinder, was der früh hat, was dann seine früh soll sein, das sind an den Himmel sehen. Und das ist so ein Ding, wie würden man sagen, das ist zu viel, was Gott fordert.
von Hosea. Das geht nicht mal, dass er das tun kann. Und was Gott seine Antwort? Dan wordt zwaait mij veel. Dan wordt zwaait mij veel. Dat is wat het volk Israël deed. God, wat had uit Egypte rit gebracht, wat al dat gouden gegeven, wat in land neergevierd had, wo malt en honig rand, en had voor de versklaverie vrijgemaakt, en had al dat gouden gedaan, den verleuten ze en dan ze andere jaren dan. Dat is 100% correct zo, als van wie dit niet met een eigen paar vergelijken. En wie würden nu sagen, okay, ich habe Gott so gedient, als ich den soll dein no. Wie sind die Hebräer? Wie sind die Hebräerinnen? Wo du sind von Gott weggegangen. Und haben uns mit anderen Jahren aufgegeben. Und wie sind die? Und das, was Jesus hier sagt, er sagt, über jemanden vollkommen sein, die dort so aus wie vorher im Himmel vollkommen ist, und wir sind nicht. Nu zijn we in großen Trouble. Und wir glauben noch, wir haben so geläuft, als wir sollen laufen. Ja, wir haben geläuft, aber was haben wir geläuft? Wir haben uns selbst geläuft. Wir haben andere Jahre geläuft, wir haben nicht dem wahren Gott geläuft. Aber Gott sei danach. Gott sei danach. Sehnen, sehen, checken. Das wäre mal hier drin Römer 5 gehen. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose gerechte Zeit. Du würdest schwor wer für einen gerechten Mann sterben. Wenn wir hier nicht kicken, dann was Jesus hier nicht verlangt, er sagt, je sollen jene Fien, nicht mal bis jene Freund Gott sein, aber jene Fien Gott sein, und dann sagen wir, wer kann das? Das ist ein allmähliches Ding. Weil das, was Paulus in der Römer auch sagt. Dort wird nicht mehr so leicht werden. Das ist ein Ding, wenn Jesus Hosea seine Geschichte mit bekickt. Wer kann sich dort ändern? Na Moses ihn gesagt, no, kann Hosea dem Schadenbrief geben, über zwei, und habe ich ganz recht, wenn er das getan wird. Und dass wir Gott verloren haben, und dass wir andere Jahre gedient haben, dass wir uns bis selbst gedient haben, ist 100% recht, dass Gott uns einen Schadenbrief geben, wir sind nicht mal von der Sinn. Das wird ganz reich sein. Wenn ich sage, als wir in der Lehre wären, dann starb Christus für uns. Dann starb er durch. Er sagt, du würdest schwor wer für einen gerechten Mann sterben. Doch für einen guten Mensch macht das wer zu sterben. Doch für einen guten. Nicht weil wir kicken, wenn Jesus sagt, was nennst du mich gut? Wenn ich bloß ein Meister sehe, bloß ich habe das ein guter Meister, ich habe gleich. Du bist bloß einer, was Jesus sagt, du bist bloß einer, der gut ist. Und das ist Gott. Du hast das nicht gut als Gott. Wie kann irgendwas gut nennen? Aber da, wo wir gut nennen, das ist mir bis so lange gut, dass die mit dasselbe das verglichen ist, mit irgendetwas auf dasselbe Level das verglichen ist. Aber was dann, wenn wir das mit Gott verglichen? Wenn wir mit Gott seine Gottheit das verglichen, was bleibt dann gut? Ich habe die Schrift vergessen, aber ich denke, das sind hier. Vor allem sind nicht milde Engel rein, oder wie würde man sagen, nicht milde Engel sind gut. Wenn wir Gott seine Gottheit, Gott seine Reinheit, Gott sein dreifaches heilige Wesen besäumen, dann sind nicht milde Engel heilig. Das ist nicht milde. Und er sagt doch, für einen guten Mensch macht das wer werden zu sterben. So, was Paulus gesagt hat, wenn du noch wer gut wir verdient, und Jesus starb verdient, da wird noch eine Sache sein. Aber no. Da passiert nichts dort. Aber Gott weiß uns seine Leute, du an, dass Christus von starb, als wir noch Sünder wären. Nicht mal, nicht mehr, nicht ganz gut. Nur einfach Sünder. Und was will uns das sein? Wenn wir dann hostig mit überhaupt in der Tiende falsch, als wir nach Gott seine Feen wären.
Dat wir nicht immer bloß, dass wir nicht ganz gut wären. No, wir wären rebellische Feind gegen Gott. Dann starb Christus für uns. Und in irgendeiner Phase steht, sagt, wie viel mehr da nu? Nu, dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. So dass Gott sein Euer nicht über uns kämpft. Es ist nicht, dass wir gut werden. Es ist nicht, dass wir geläuft haben. Es ist nicht, dass wir sagen, unsere Freunde sind gut gewesen, oder nicht mal unsere, verherbst nicht mal unsere Feind. Wir wurden dadurch verschont. So dass wir einen Umfang von der Botschaft hatten. Wir wurden dadurch verschont, durch das gerechte Leben, was Christus für uns Leben deut. Und nicht durch das gerechte Leben, was wir imstande sind zu leben. Und wir wurden dadurch mit Gott versäumt, wegen den Tod, wo wir sollen sterben, zum Gott sein euer Zufriedenstall, und dort wird ewig in der Hall sein, zum Gott sein euer Zufriedenstall, starb Christus den Tod, den wo wir sollen sterben. Wenn Gott sein gerechter euer fordert, dort du musst wer sterben. Wir sind nicht mal in Sturm von sie eine sind zu sterben, und dann stellt sie wieder, dort überstund haben, no, dort ist ewig in der Hall. Wenn wir an sie eine sind wollen betonen. Das, wo dann Paulus hier sagt, als wir nach Gott seine Feind wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versäumt. Und nu, dass wir gerat sind, wie viel sicherer können wir uns der Rettung doch sein, weil es heu in uns lebt. Wenn es heu dort ist, wenn es heu in uns lebt. Das, was wir wollen denken. Wir lesen so eine Schriftstellen als das. Seht jene Feind gut. Doet mal dat aanmelden. Doet mal dat wat aanmelig is. Dat kan een mens niet mal doen. Ja, doet dat mal. Waarom? Om dat te maken dat we dat niet kunnen. Omdat we dat mal maken doen, kan niet. En wanneer we dat eerst mal maken doen, wie kan niet. En we krijgen toch de gouden nodig, dat hebben we voor die gedaan. Dat wordt die boos niet kus. Dat haben andere für die getan. Glaub je nicht, die gouden nodig, die wird uns aufhang mehr Nächste geben. Wenn die dort nicht sitzt, dass die dort nicht aus könnt. Wenn die dort nicht sitzt, wo kalt die kommst, dann kann das Evangelium nicht tun an die. Wenn du keine dringende Not, wo du vorrat, dat een ander dat zal doen voor die. Wens die kost je het Salz. Wenn je nog Salz een goede Mensch bist, wenn je nog Salz een Sturm bist, glauben so te leven als die Salz leben, und die stellst die dummer tevreden, dat je een halbwegs goede Mensch bist, dann hat das Evangelium nichts zu sagen zu dir. Dann bist du nicht mühselig im Beluden. Wenn du bist so zufrieden, dass wir das hier in Matthäus 19 sehen. Der kämpft so mit Salz vertrauen in Jesus. Dort er einfach glaubt, er kann was Gutes tun. Aber hier ist der Gute nodig. Für dich. Nicht für alle. Für dich, was du mühselig im Beluden kommt. Was meint das mühselig im Beluden? Die wird sich als Salz ganz uitgewrungen haben, mit Proben Salz was Gutes zu tun. Und die wird alles ausgewendet haben, was sie können, abends. So dass sie wollen ein guter Mensch sein. Und sind rein alle wegen Kart gekommen. Sie haben sich allmähtig gerannt. Und sie sind uit. Ich kann nicht wieder. Da ruft Jesus. Kommt alle zu mir, der wird die mühselig im Beluden sein. Er sagt nicht, kommt zu mir, der wird so große Salztufriedenheit haben. Von da rede ich nicht immer. Er redet von der, was mühselig im Beluden sein. Der wird, das Jesaja sagt, der wird glauben, das ist nichts mit ihm. Das ist uit. Und da hat Gott ihn gefallen. Und Jesus sagt, kommt alle zu mir, die mühselig im Beluden sein. Wo ich das tun? Ich will ihnen die Ruhe geben. Wat je dat wat ik je opleiden, dat is ons levens, ik trouw dat verdient. Dat jacht wat ik je opleiden, ik trouw dat jacht verdient. En dan, einmal hastig, dan heb je dit verstaan, wow. Dit wordt ik als Salzprobe te doen.
Dit dat ik wil met mijn ene kracht, mijn vrienden leven, dat we een lot aan je hechel, wanneer ik mij nog zo duide, ik wil. We moeten dat toestaan. Dat wat we met onze ene kracht ons vallen proeven, en onze ene waterschachen op te heffen. En onze, dan we leven onze nächsten niet meer als we zullen, we geloven we onze vrienden te leven. En wanneer we oprechtig zijn, dan zeggen we, dit is onmogelijk, dat ik dat zal doen. Maar wanneer we dan terugkijken doen, wat de Geest in ons werken deed, wat God van ons merken deed, wanneer hij ons ware geboren deed. Wanneer we doen und kijken doen, dan zijn dat niet eigentlich niet meer wie, dan is dat Christus in ons en bij dat. Dat is waarom we niet op ons ene goed zijn kan verloren. Wens wer is goed? Wieder God. Maar dit wil ik wel zum Schluss gaan. Wenn Jesus sagt, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen sind. Wir lesen uns diese Schriftstellen. Und Jesus, der auf der Boy predigt, der hat der einen hängen an andere. Das ist, was je sollen, das ist, was je sollen, das ist, was je sollen. Und wir wollen dann auch all. Aber wir rennen uns meiden, wie kann ich? Wir kommen bis alle wegen so hart. Bloß, das Jesus absagt, diesen Weg peft heu. Dit is wat Jesus zoon zijn, aber niet bezeit miemel. Ik word het niet leven voor je. Ik word het. Je zoon zegt, aber nu word ik dat. En hij merkt dat reingans vorig in den dood, wat we schuldig wären te sterben. Wings wir dat niet deuten, wat we zeggen zo. Den starf Jesus nu voor ons. En läuft mir dat hij starf euer voor ons, als euer wie du nu vroeg. Dat we naar God komen en vroegen om hulp en dan figurt God uit wat hij ons wil helpen. Nou, dat had hij al vorig. En van wanneer had hij dat vorig? Hij had wel den grond leren. Dat we God zijn wijsheid, wat het dit wil. En toen hebben we ons van frischen aan op den verloren. Dat wat hij zich ever geteld had te doen aan ons, dat deed hij ook. Hij raadt ons van den dood, wat we schuldig wären te sterben. En hij gaf ons dat leven, wat we ons niet verdiend hebben. Dat is de goede nodig. En dit is wat Christen kan voorop kijken. Ware Christen. Ik vertrouw niet dat wat ik in staat zie te doen. Ik vertrouw dat wat Christus gedaan heeft. Ja, de schrift is vol van zoals we zullen zijn. En dat is, en daarna, wanneer ik wel hier nog een slecht bieden, waar we dat überhaupt niet aus dem Kasten nehmen. Ons wordt je dienst van beschuldigd. Okay, so, Jesus heeft je ons alles gedaan en dan waarom dan nog anstrengen? Nou, we zijn over de Bibel waar in context nemen. Wanneer we schon geändert het hart haben, dan willen we ook in zin leven. Dan willen we God gefallen. Dan willen we herrlich leven. Wings waarom? Wings de Leute, wat God eerst gehad heeft voor ons, treft ons toe. Want God mij zo goed is, dat hij zijn ene zin geschickt heeft en hij heeft alles betoeld en alles uitgehaald wat ik zal uithalen. Hij heeft dat erin alle gedaan. Wanneer we dat nog treft, da wil ik best weer in de zin leven, weet je wat, dan heb ik nog niets begrepen van wo sind ik zie ook niets begrepen van wat het evangelium zegt. Op een ware geboren Christ, die kijkt de anders naar. Die zegt zo steeds, oké, wanneer God mij zo goed is, dat hij mij nu zeker vasthoudt, en ik kan mijn raad niet verliezen, en dat gaat niet meer. Denk dat als God wat mij vasthoudt, die zegt dan wil ik ook voor den leven. Even wenn sie zu den Christen noch würden sagen, was kreiten doen, wenn du nu auch noch Sinn begehst, wenn du auch noch in den Sinn anfällst. Gott wird die danach nicht tacheln, der wird die dort holen. Even danach sagt der Christ, das ist mir viel zu viel, was ich all gesündigt habe. Ich will euch wieder. Mir ekelt der Sinn. Warum will ich da länger beim Leben? Das ist ein wirklich wahre geborener Christ. Soll auf einmal wer sein. Für wem das ein Kassen ist. Tim Sindjen. Da wollen wir nicht sagen, dass dort ein wahrhaftig wahre geborener Christ ist.
Want je wat, den zijn hart is nog niet geändert. Den zijn Sinn ist noch immer ohne Sinn gebaut. Der denkt vielleicht noch wieder den Gott von Salz und den Gott von dieser Welt. Deswegen können wir uns nicht anschmieren. Wenn wir wirklich geändert sind, wenn die wahre Geburt wirklich in uns passiert ist, dann wollen wir nicht. Meint das, dass wir nicht wollen, hier in die Karte kommen? Yes, wir wollen. Das tun wir jeden Tag. Das würden wir jeden Tag neidig haben, Buße zu tun. Aber wir haben keinen Gefallen an die Karte kommen. Wir haben keinen Gefallen an den Sinn. Der Sinn ekelt uns. Das wird ein geändertes Hort, das wird ein wahre Geburt in Christ passiert. Der hat nicht eine Läufe gekriegt für das, was Gott läuft, und der hat einen Hut gekriegt für das, was Gott hassen lässt. So, ich will mal dit zum Schluss gehen. Yes, wir machen die Bibel lesen. Wir machen alles besäuen, alles in das Gesetz lesen, was wir das sollen tun. Und wir müssen uns immer ständig denken halten. Und jetzt war ich erst morgens und frühstück da schon klimamäßig von red. Wo Paulus das auch tät. Einzige wollen von der ersten Tag nicht mehr die Wahrheit hier. Die sagen, wenn wir von den Sinn reden, dann sind du all Gruppen Menschen, die sagen, der rechnen bis immer. No, wir tun nicht rechnen, wir sollen aber rechnen. Wir wollen nicht so rechnen, dass wir besser sein als die. Das ist nicht, was wir brauchen zu sein. Aber wir tun uns denken halten, was wir. Wings Paulus da dort. Was hat der an der Pfizer? Er merkt, der Pfizer trägt und sagt, das ist was die wir. Die wir dort in jene Sinn. Und das hat jeder gemeint, das hat der Reimer, das hat jeder gemeint, wo er einen Brief anschrieben hat, und das ist, wo die wir. Und wie würden man kann sagen, wenn die Menschen Lazarus dort nicht verteilt haben, dass er dort wird, ich glaube, er selbst würde vielleicht nicht mal gemerkt haben, dass er wirklich wird dort gewesen. Vielleicht würde er gelaufen, dann hat er ein bisschen Stütze geschlagen. Vielleicht, ich weiß das nicht. Aber er wird dort an, dass er dort wird. Warum? Wenn es am Wort hat gesagt, du wirst dort. Weil er wusste gleich, dass er dort wird. Aber er ist zum Leben kommt, dann geht er dort zu sagen, dass er dort wird. So sei wir von unseren Sinnen geraten. Wir wissen doch gleich, dass wir dort in den Sinn werden. Wenn wir zum Leben gekommen sind, dann können wir zurückgucken und uns vor das Denken gehalten. Das ist von wo Jesus die Raden hat. Als du da bist, wir schmeckst du das gleich. Aber nur, was du da bieten bist, nicht kannst du zurückgucken. Das ist, woran wir die ganze Bibel nehmen, von fern bis hin. Und das ist, woran wir festhalten an uns Glaubensbekenntnis, an das erste Artikel, das ist die ganze Bibel von Gott. Für die Christen, von fern bis hin, von 1. Mose bis der letzte Vers in der Offenbarung. Als Gott sein wird, zum uns du durch, als Paulus sagt zu Timotheus, dass wir du durch lernen. Dass wir du durch lernen. Und dass wir du durch können trägen, was Gott an uns getan hat. Wenn wir dadurch besäuen, was wir und was Gott getan hat, durch seine Gnade, dann schaut wir das Evangelium immer mehr und immer mehr. Das ist, was mein Wunsch ist, dass wir das können. Dass wir uns vom Frischen an immer da denken halten. Kick mal, was Gott getan hat. Kick mal, was wir wären und was hat er bis getan für uns. Und dass wir damit immer da mit Dank gefällt sind für Gott. Und dass er die Ehe kriegt, für was er getan hat. Und was wir noch mit von reden, da freut sich der. Manchmal wird wir mal sagen, wofür nichts uns das Evangelium gibt, und wo klar wie das sein kann, was uns geworden ist, erst fährten du an zu sein, wo dries wir sind mit dort, und dort mitteilen mit anderen. Wie würden man sagen, wir sind nun noch in so einer Lehrfährten, wo wir dort mit Stell, das Evangelium mitteilen tun. Wo wir mit so bis mit in Urden verschlern tun, was Gott für uns getan hat. Von der Erfahrung. Warum? Wenn es du noch als wie du Lüden mit sein, dort tegend ut, wo soll er wieder sein können, von wo Gott uns geraten hat und wofür nichts uns das gibt. Aber weißt du, wo mir das sagt, wenn uns die Übung wirklich werden aufgehen, von was Gott uns wirklich geraten hat, von der Sinn, von der geheimen Sinn, wo wir nur noch selbst noch nicht mal anweiten,
wo ernst der Sinn ist, wo kämmerlich der Sinn ist, dort ist von Gott uns die Übung, was ganz gut mehr in Wiesen, von woher uns wörtlich geraten haben. Und dann sei wir durch eine Offenbarung, der unteilbare Herr, durch eine Offenbarung sehen. Die vorstellen sich nicht um sich in den Uhr, was Gott getan hat. Aber dort zu lesen, die schrien mit einer lauten Stimme. Unsere Radung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt und von der Lamm. Die schrien da. So groß wird das durch. Wenn uns das Evangelium nie groß wird, dann war Gott uns die Übung ganz gut mehr. Da wo wir schrien für Frieden, was Gott getan hat. Amen. Lass uns schließen. Lass uns gerecht davor, wie kommen wir verdienen? Wir danken dir für deine große Gnade. Dass die uns so gut gewesen bist. Keiner von uns kann pochen. Dass wir überhaupt eine Leute gehabt haben, einer von den anderen, einer von unseren Feinden noch viel weniger. Wenn wir das damit vergleichen, wie groß deine Leute ist für uns. Und deswegen kommen wir im Bett wie am Kreuz zu leben. Wir wollten, dass alle anderen Dinge, die waren abhören, aber die Leute, die hielten nervös nicht ab. Und was wirklich Leben ist, das sei wie du an, wann du es leben das. Keiner kann deine Leute begreifen, wie groß der ist. Aber Herr, wir beten um dich. Dass die uns das alle offenbaren, wo sei die uns gelebt hast. Und dass wir dadurch auch entstanden sind, unsere Nächsten zu leben und unsere Feinde zu leben, unsere ganze Umgebung zu leben. Dass du dadurch mehr und mehr Menschen können verdienen, direkt gewonnen werden. Und Herr, ich bete auch für Heilung in uns Land. Wenn da so viel Ari ist, wenn du so viel Markt begonnen wird, und wegen so einer Sachen, wie kann man nicht wer soll verstorben, würde einer wegen den anderen nicht leben kann. Dass du so grausam gemacht wird. Herr, musst du auch du so genug beweisen. In Heilung schenken. In veränderte Horten schenken. Herr, wir wollten nicht mal, wo wir würden sollen anfangen. Wenn das an uns liegt, dass wir sollen gehen, du wirst mit tun. Wir sind ohne ihn. Aber Herr, deine Allmacht, das kann das tun. Und deswegen beten wir die da an. Und Herr, wenn das dein Wille ist, musst du uns die Freudigkeit geben, dann auch ein bisschen in unser Umgehen. Wo immer wir durchkommen. Und so weit es die uns lässt, reisen, dass wir durchmachen, in Licht sein, in nicht schämen für das Evangelium. Und dass den Zweig dein Wort sich mag verbreiten. Und dass durch den Zweig, dass die dort wiesen, dass wo groß deine Macht ist, den ganz Äußersten sind das erraten, Herr. Deswegen beten wir die da an. Und wir beten auch um die Regierung. Dass die endlich weise, verständige Horten geben. Wo sie sind, steht, so einen großen Ari, kann mit umgehen. Und dass sie dort aus deiner Rennen machen tun. Wir wollten dort, dass viele von denen, die in der Regierung sind, wir würden mal sagen, wie die meisten überhaupt nicht und die glauben tun. Aber die beweist dass danach, dass die Herr über ihn passt. Und dass sie die kann oder nicht, und merkt, kriegt das tun, was die was getan haben. Deswegen beten wir um Gnade. Auch für die Oberländer. Wenn sich das auch so scheint, eine Zeit lang, nicht von Stolzje, wenn da dann so eine Person als Neue kommt in die Regierung, wo Menschen mal Vertrauen haben. Aber wir wollten, dass das mal so kalt, dann macht das auch frisch. Die setzt Regierungen rauf und die hebt Regierungen ab. Deswegen beten wir, dass die dort alle machen, so dass dein Recht kann wieder kommen, dass dein Recht Bescheid machen, dass dein Wort wieder in Breiter bekannt wird.
En ik bid ook voor de kranken, al die wat we niet moe weten bij noem te naan. En wat we lijden doen. En wat we zware tijden durchgaan. Wat we geestlich lijden doen. En wat het aber niet maken dat het ding is, wat een traag in der Herr, moest die ook doen zo. Die genoeg schenken, dat het evangelium mag niet aankomen. En Herr moest die ons den Eva geven, dat evangelium te verbreiden. Doe zo, wo ze dat nu nog niet wel. Maar we weten dat durch dat evangelium, wat de Welt geen zijn merkt. Hast die Eva geteilt, die dien je te raden. En du bet wie ver. Moest die dat geven, dat wij en ook al die anderen, wat het ware evangelium hebben, dat mogen dan ook doen of verbreiden. Als die dat was hebben. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.